Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016 in der F1-Karriere, wo wir ja jedes Game eine Saison machen und so eigentlich unsere Karriere durchgehen. Das letzte Rennen war in Spanien und das war sehr, sehr schlecht. Das Auto hatte keinen Grip, wir waren nur am Sliden und am Schluss auch noch ein DNF kassiert, weil der Gutierrez innen überholen, wo kaum Platz war. Also links wäre Kilometer gefühlt frei gewesen und er hat gedacht, ich überhole jetzt einfach rechts. Und hat uns dann berührt und dann sind wir abgeflogen. Ja, sehr schade. Und jetzt das nächste Rennen ist in Monaco. Da erwarte ich ehrlich gesagt auch nicht wahnsinnig viel. Ich möchte einfach Ressourcenpunkte sammeln, dass ich weitere Updates freischalten kann. Und dass eventuell so unser Auto dann ein bisschen schneller wird oder ein bisschen besser zum Fahren wird. Dann, weil es ist momentan echt bitter, was wir für Grip haben oder beziehungsweise eben gar kennen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum ersten Training. Das nehme ich wie immer nicht auf. Wir sehen uns dann einfach gerade wieder direkt im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind ja in Monaco und ja, ich habe Streckenakklimatisierung gemacht, das war okay gewesen. Und Qualifying Pace und bin 3 Zettel schneller als die vorgegebene Zeit und bin am Ende vom Q1, vom P1, also Practice 1, P10 geworden. Also es geht eigentlich relativ gut da noch in Monaco, muss ich ehrlich sagen. Aber wir schauen mal. Ich denke nicht, dass ich ein gutes Qualifying habe, beziehungsweise dass ich das Rennen abschliessen kann, weil es ist Monaco. Also. Und dann nachher noch Aserbaidschan. Oh mein Gott, also es kommen jetzt wirklich scheiß Rennen. Oder glaubst du, jetzt kommt noch Kanada. Na, schauen wir mal. Die letzte Rundenzeit bringt dich auf P4. P4, okay. Alter, was für ein Sweat. Was für ein verdammter Sweat ist das bitte? Wir gehen gerade ins Rennen. Ich fahre nicht noch einmal. Weil, in einem Rennen, wo ich weiss, es wird eh nicht passieren oder wird eh nicht aushalten, lohnt sich auch nicht. P13, okay. Ja. Mal schauen, was passiert im Rennen. Die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Rosberg, Räikkönen, Fernando Alonso und Vettel. Button, Ricciardo, Sainz Jr. und Felipe Massa. Hülkenberg, Gutierrez, ein Sauber und Quert. Perez, Bottas, Pascal Wehrlein und Markus Ericsson. Hayanto und Grosjean. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Wie war's mit das Game? Ja. Mal schauen. Mal schauen. Oh mein Gott. Innen ist, glaube ich, ein Red Bull. Da hätte ich das Sainz. Wir sehen geringfügige Oh! Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ach, warte, das hat doch nicht unter Kontrolle. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Alles klar. Ja, okay. Oh mein Gott! Alter!
Hey, ich habe null Grip. Oh! Hallo! Nein, 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 nein! Ah, danke, Magnussen. Und wir setzen, hat dieser gar keinen Akku mehr. Perfekt. Auch in die Box hineingetragen. Also in den Bahnfrontflügel draufgegangen. He? Oh, der Magnussen. Magnussen, genau. Der Markus Eriksson ist auch an der Pits. Bitte, müssen warten. Alter, ich hacke nicht. Oh. Das ist gar keine weiße Linie, das ist eine gelbe Linie. Das Auto, das gar nicht lenkt. Grosjean hinter mir, hä? Alter. Dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt und das wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance... Oh, man sagt kein Wert. Man sagt kein Wert. Aber geiles Slide habe ich gezogen am Schluss. Ich habe so hart struggle mit Grip. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir Rivalität verloren. Naja. Vielleicht kriegen wir das nächste Mal einen anderen Rival über. Also, ich habe jetzt mal Abtrieb nochmal verbessert. Oder das sollte jetzt nächste Event oder nächste Rennen kommen in Kanada. Und ja, dann schauen wir mal, was wir dort rausholen können. Aber wahrscheinlich werden die anderen Teams jetzt auch Upgrades wieder rausgehauen haben und dann werden sie wieder etwa gleich schnell sein. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, als schlechtes Team vorzukommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hi, wie geht es dir heute? Hi! Das Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Danke. So. Neu schon das kleine Flügel über den Auspuff mit Spitznamen Affensitz kann dazu führen, Auspuffgase für zusätzlichen Abtrieb effizienter zu nutzen. Okay. Also jetzt haben wir mehr Abtrieb hin auf dem Heck. Das ist sehr gut, weil ich mir immer übersteuern. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also. Jetzt haben wir Männer wieder überholt, jetzt sind wir gerade hinter Haas. Sehr gut. Okay. Gut, wir schauen mal, wie das Auto sich verhalten wird. Das sehen wir aber dann erst in der nächsten Episode wieder, wenn wir hier in Kanada werden fahren. Ich hoffe dann, dass das Rennen trocken bleibt. Für Kanada ist dann wiederum eine Strecke, die mir ein bisschen besser liegt, sage ich jetzt einmal. Aber ja, mal schauen, wie gut das mir liegt in diesem Game. Weil die Autos sind komplett anders zum Fahren als 22 und sogar also vor allem auch als wie das 21. Also komplett eine andere Welt. Ich bin gespannt. Ja, falls euch die Episode gefallen hat von F1 2016, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Wie gesagt, wir machen eine F1-Karriere durch die ganzen F1-Games durch. Und gehen dann eigentlich so mit der Game-Entwicklung und der Autoentwicklung mit. Falls euch das Konzept gefällt, dann würde ich gerne sehr, oder wie gesagt, sehr gerne abonnieren, so hätte ich sagen.
Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in Kanada. Und dann wünsche ich euch jetzt so ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!